da ist die Nina Schitja und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar etwas Spezielles. Und zwar, wie ihr schon gesehen hocke ich ein bisschen näher, denn es geht um das da. Denn er hat mich auf Instagram doch gefragt, Nati, was machst du mit deinen Haaren? Weil meine Haare sind ein bisschen länger, weil ich sie vor kurzem da geschnitten habe. Und das ist etwa so viel, was schon gewachsen ist. Und ja, also das sind meine Haare frisch nach dem Waschen. Sie sind meistens so. Also ich habe jetzt gestern geduscht, wenn ich es aufnehme. Dann sehen meine Haare so aus. Falls ihr nicht wisst, meine Haare sind von Natur aus gelockt. Also ich habe Naturlocken, aber ich nenne sie nicht ganz Locken, sondern Naturwellen. Weil meine Haare locken sich nicht unbedingt. Also wenn ich sie dusche und dann komplett Luft trocknen wird, zum Beispiel wie Creators Meetup in Lach. Verdammt, ich kann nicht reden! Das Creator Meetup in Lachen. Dort hat man gesehen, dass meine Haare extrem gelockert sind. Und so sehen meine Haare aus, wenn ich sie nicht föhnen würde und einfach in der Luft trocknen würde. Aber wenn ich sie föhne und dann nachher bürste, sehen sie etwa so aus. Aber nein, sie sind nicht gerade. Ich habe Naturlocken. Oder ich nenne sie Wellen. Was ich bei meinen Haaren mache, ist ganz einfache Sachen. Meine erste Frisur ist ganz einfach, und zwar nehme ich meistens das da, so etwas, oder eher so etwas. Aber ich finde, das da ist am besten, also das da. Und jetzt nehme ich mir das einfach an meine 4 Hände, etwa so, und mache meine Haare, ich weiß, ein bisschen näher rein, so, nehme meine beiden Zeigefinger und mache so. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich teile mir immer eine obere Partie ab. Schaue, dass es etwa links und rechts plus minus etwa gut abgeteilt ist. Und dann nehme ich meine Haare hinter. So, und dann schaue ich, dass ich genug Haar hinter nehme. So. Und dann schaue ich, dass ich von hinten noch Haar mitnehme, also von da hinten, dass ich noch von dem unteren Teil, also vom hinteren Teil, wo man da tut eigentlich festschnallen, noch ein bisschen Haar dazu nehmen. Und jetzt brauche ich eine Haarbürste, ich habe irgendwo eine Haarbürste an der Gecke da. Ich nehme die und ich tue ganz kurz drüber bürsten, damit es für mich flach genug ist. Weil ich es nicht gerne, wenn es so komische Dellen oder Bühlen drin hat, und das ist sehr dumm. Dann sieht das so aus. Dann sieht das etwa so aus. So Ariana Grande mäßig. Und entweder mit so einem oder auch mit denen Donner. Das sind so elastische Gummis. Stell scharf. Kamera! Das sind so kleine elastische Gummis. Also solche, sind so braune elastische Gummis. Ich mache es gerne mit dem da, wenn es nicht habt, dann habe ich da so nach Lämmerli. Solche.
Die Kamera wird nicht scharf stellen irgendwie. Der Autofokus funktioniert nicht. Also so Klemmerli, jetzt funktioniert es. Oder solche Sachen. Solche Klammern. Die Klammern habe ich noch von meiner Zeit, als ich Ballett gemacht habe. Und ich denke, du jetzt sicher so, was, Nati, du hast Ballett gemacht? Ja, ich habe Ballett gemacht. Do not judge, I did it. Ich und meine Cousine haben für einen Ballett gemacht und da hast du deine Haare immer super schön in den Dot. Einen super schönen, richtig ordentlichen Dot müssen reinnehmen. Und dann hat man es richtig voluminös ausgesehen. Ich sehe gar nicht, was ich mache. Also, das Prinzip ist eigentlich einfach eindrehen und dann Haargummi rundum wickeln. Das geht tatsächlich einfacher. Und ja, das ist mein Dot. Ja, das war mein Dot. Das wäre er, mein Dot. Wenn er jetzt zum Beispiel nicht hauten wird oder so, dann könnt ihr auch so etwas nehmen. Oder falls ihr nicht irgendwie sagt, so, da sind aber Horus, merke ich gerade. Wenn jetzt sagen so, der Dot ist nicht so, also jetzt, er ist nicht perfekt, aber ich sage, der Dot ist ein bisschen klein, dann könnt ihr immer noch so ein Dot-Küsschen nehmen, aber ich finde das meistens so geiler, weil das sieht einfach geiler aus und es sieht auch ein bisschen messy aus und ist nicht so perfekt, finde ich. Und das passt eigentlich gut. Ja, meine zweite Frisur ist tatsächlich, dass ich mir hier und hier in Strähnen abteile. Und dass ich auch nicht vorkommen. Mache ich das so, packe die und tue sie in mein Mund rein. So, ich nehme meine Strähnen. Hier. Ihr könnt ja zöpfeln, aber ich mache jetzt das meistens ohne Zöpfeln. Ich nehme es einfach hinterher. Wenn ich merke, ich habe zu wenig Haar, dann nehme ich mir meistens nochmal ein bisschen Haar dazu. Also es kommt darauf ab, wie viel Haar ihr habt. Und dürft auch, ihr müsst halt aufpassen, dass das ist da oben, hier oben, schön ordentlich aussieht. Dass es kein, wie sagt man denn, Bubbelis gibt, also so Haar, die abstehen. Und die mache ich jetzt ganz einfach mit dem da fest. Ich sehe das Haarständer nicht schön klar. Ja. Ich mache sie hinten fest und ziehe sie meistens noch an und ziehe sie noch ein bisschen runter. Und dann sieht das also aus. Also es ist so ein bisschen out of face, in the face. Also so ein bisschen so ihr habt noch Haar im Gesicht, aber trotzdem irgendwie so halb nicht und das ist so eine halbe Frisur, also so ein bisschen Boho-mässig. Man kann es natürlich auch zöpfeln oder sonst irgendwie machen, aber ich mache es gerne so für schnelle Sachen. Und ja, es gibt noch Variationen von dem, und zwar könnt ihr eure Haare, ich muss jetzt kurz schauen, könnt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel so ein Mensch sind, wie ich, dann
ab und zu einmal seine Haare, also sehr öfters immer so gedreht hat, aber manchmal auch Mittelscheitel dreht, könnt ihr auch so machen. Es sieht nicht schön aus, aber wenn ich meistens Mitzeit habe und der Scheitel auch gerade ist, dann sieht das eigentlich ordentlich aus. Und dann ist es eigentlich so eine Frisur, also so ein halber, einfach so mit einem Seitenscheitel. Aber macht eigentlich einen Seitenscheitel richtig, weil ich sehe gerade, dass der Scheitel nicht richtig ist und darum sieht es ein bisschen komisch aus. Aber das ist eine schnelle Frisur, die ich gerne mache, wenn ich zum Beispiel meine Brille dann wieder anhabe oder so. Und einfach meine Haare ein bisschen seitlich aus dem Weg waschen. Also teilt euch, wie gesagt, nochmal schnell ab. Also, ihr habt am Anfang sehr viele Schwierigkeiten mit dieser Frisur, glaubt mir. Das hatte ich auch gehabt, am Anfang. Weil die Frisur ist nicht gerade einfach. Also teilt euch ab und dann schaut ihr bitte, dass euer Scheitel gerade ist, nicht so wie meine. Gut, das ist gerade. Einfach schauen, dass vorne smooth ist. Schön glatt ist und dann nehmen wir die Haarsträhne, das Haargummi, wickeln das einfach ein paar Mal um, bis es hebt. Und ihr könnt ihr könnt die Haare entweder ganz durchziehen, also ganz durchziehen, dann haben sie so eine Pigtail, haben zwei Pigtails, oder, also ich zeige es euch mal da, so, erste Variante, das wäre die erste Variante, dass ihr das so lernt und dann, wenn ihr es richtig gemacht habt und ein bisschen vorgezogen habt, nicht so wie ich, hintergezogen habt ihr ein Pigtail. Also klar, ihr könnt noch mit Haarklammern arbeiten. Wenn zum Beispiel bei mir ist jetzt das da hinten nicht so schön, aber es macht nichts. Könnt ihr auch ein bisschen Haar rausziehen. Und ja. Könnt ihr das so machen. Dann habt ihr so ein Pigtail oder ihr könnt. Wartet kurz, ich mache eine andere. Machen die andere Seite. So wird es etwa aussehen. So. Das wäre Frisur Nummer 3. So. Oder man kann sie auch abwandeln. Also ich trage sie, ich kann sie bei einem Film drehen, trage ich sie gerne so. Oder ihr könnt auch so kleine Haargummis nehmen. Mach, Fokus. Haargummis. Und dann könnt ihr die Strähnen packen. Packen ihr die Strähnen und dann tun sie einfach so ein bisschen. Dann ist einfach packen und umdrehen. Also. Die meisten würden sagen so, Nati, warum topierst du deine Haare nicht an? Ich topiere sie nie. Also. Ich hebe sie einfach und drehe sie ein. Und hoffe, dass es schön aussieht. Wir können das jetzt mit Gummis, also mit so Spangen machen. Ich mache es tatsächlich mit einem Haargummi. Oh! Bruh! Oh lol! Lol! Das ist mir übrigens, ihr müsst wissen, ich habe das noch nie probiert so.
Aber irgendwie ist es mir heute super, also irgendwie gelingt mir das heute super. Weil normalerweise schaffe ich nie so etwas zu machen. Aber ich sollte es öfter so machen, kleine Strähnen auch dann so eindrehen. Normalerweise mache ich so und dann mache ich so, aber bei dem habe ich das nicht gemacht und dann mache ich das jetzt hier nicht. Ich tue es einfach so eindrehen. Man tut es ja extra so, wie sagt man, antopieren, damit sie, also da, das Ding, ne, packen sie und drehen sie auf. Drehen sie so rundum, hoffentlich. Es hebt nicht. Wenn es bei euch nicht hebt, dann probiert es. Also ich hebe sie oben. Tun so wie so eine Schlaufe machen. Und dann habe ich den dort und dann drehe ich eigentlich ein und hebe die ganze Zeit oben, damit es nicht rausgeht. Rechts funktioniert das nicht so gut, weil ich bin Rechtshändler und Rechtshändler können mit der linken Hand nicht so gut rechte Sachen machen. Fuck. Jetzt wird Haargummi so geht. Der scheiß Teppich verliert aber auch immer so. Aua. Nein. Ah. Man wisst, das ist schwierig mit der linken Hand. Dort wird nicht so schöne Sache. Ey! Ja. Wir haben eine Haarspange zum Glück. Tada! Naja, fast. Das wollte ich nicht Haargummis. Das wäre Frisur Nummer 3. Die habe ich heute zum ersten Mal gemacht, also schaut nicht auf die Unebenheiten und auf die nicht perfekten Pigtails, aber tatsächlich würde ich das öfters probieren, so, oder die Pigtails einfach, habe ich meistens an und ja. Viele denken sich so, Nati, es ist Winter. Die Frisur haltet meine Ohren nicht warm. Was machst du, damit deine Ohren warm bleiben? Und zwar habe ich für das habe ich ein Bandana. Ich muss es kurz aufknöpfen und nochmal nein, halten. Denkt sich so, hä, warum hat sie das Bandana? Das Bandana habe ich tatsächlich beim ersten Creators Meetup angehabt. Dort habe ich meine Haare gelegt und das war super cool. Dann habe ich meine Haare aus dem Weg gehabt. Ich teile mir einfach da so ein ich gehe jetzt eigentlich da rauf. Ich teile mir das vor dem Ohr ab, weil ich meine Ohren ja warm halten. Ich teile es nochmal ab. Ich sehe, dass da Haare drin sind. Also ich tue sie jetzt nochmal ein bisschen halbieren. So. Und hier nochmal. Deshalb muss ich aber schauen, dass es wirklich... Ich muss schauen, einfach, dass mein Ohr nicht bedeckt ist. Und ich merke, dass mein Ohr bedeckt ist. Das Ziel ist, so abzuteilen, dass eigentlich das Ohr nicht bedeckt wird von der Haar. Was bei mir gerade der Fall ist. Irgendwie. So. Die da. Ich sehe, dass es nicht gut abteilt ist. Da ich weniger Haar vorher habe, teile ich mir das ab. Und ja. Binde Nehme es ich das fest.
Ich muss mich kurz kehren, damit das funktioniert. Und ich mache das über den Kopf. Dass du meine Haare über den Kopf. Ich nehme das Bandana. Schau, dass alle Haare sauber sind. Ich tue mit Bandana eigentlich. Ich nehme jetzt Bandana so um den Hals. Dann schaue ich, dass alle Haare hinten sind, die ich nicht vorne habe. Und dann gehe ich so auf meine Ohren und dann mache ich da vorne einen Knopf. Also ich gehe noch nicht ganz hinten, mache da vorne einen Knopf. Schaut aber bitte, dass eure Fronthaar nicht einklemmen. So. Mache ich da vorne einen Knopf. Also ich mache das ein bisschen weiter vorne einen Knopf. Ziehen es so gut es geht an. Mache so gut es geht. Vielleicht so gut es geht einen Knopf. Bitte passt aber auf, dass ihr eure Fronthaar nicht reinnehmt. Mache den Knopf zu. Stoße das ein bisschen hinterher. Jetzt seht ihr schon, ich habe da nicht richtig abgeteilt. Und dann passiert das, dass es nicht schön abgeteilt ist. Also ich mache es meistens so. Und stoße es ein bisschen hinterher. Das ist es nicht mehr auf eure Ohren. Aber bei mir... Also ich muss sagen, bei mir muss es gar nicht auf den Ohren sein. Weil meine Haare sind so dick. Die halten meine Haare auch so warm. Also... Das ist ja so. Ihr müsst einfach schauen, dass eure Haare schön abgeteilt sind. Irgendwie ist das gerade nicht schön abgeteilt, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe es absolut nicht schön abgeteilt, egal. Das Problem ist, wenn man eure Haare gut abteilen eigentlich. Weil man sollte die Ende vom Bandana nicht sehen und dann hat man eigentlich das da. Und dann sieht es eigentlich so ordentlich aus. Und dann haben wir da einen Knopf. Das wäre zum Beispiel eine Bandana-Frisur, die ich auch gerne trage, so mit meinen Haaren. Das ein bisschen aus dem Weg schaut. Natürlich, Entschuldigung, ein bisschen so, ein bisschen anders, ein bisschen schöner. Ja, ich könnte euch eure Haare auch ganz hinternehmen, so. Oder ich könnte einen Pferdeschwanz machen, je nachdem. Und ja. Das wären so die Frisuren, die ich mache. Ich merke gerade, dass ich extrem schlecht abgeteilt habe, hier auf der einen Seite. Da. Ja, egal. Ihr müsst einfach gut abteilen. Ich habe es jetzt nicht gut abgeteilt. Aber ja, ihr müsst euch einfach gut abteilen davor und dann habt ihr eigentlich ein schönes Ergebnis. Nicht so wie ich gerade irgendwie. Ich gerade das mega komisches Ergebnis. Aber das sind die Frisuren, die ich so gerne mache. Und falls ihr denkt so, es ist jetzt Winter. Weil viele sagen so, es ist Winter, meine Haare ich kann nicht warm mit meinen Haaren, weil meine Haare sind dünn und gar kein Haar im Gesicht haben. Und eure
Und dann Ohrenschützer zum Beispiel. Ihr könnt das Bandana dann aufmachen und das ein bisschen dicker machen. Oder am besten macht ihr das so. Geht vorne, bindet euch nicht vorne nicht ganz zu. Achtet, wie gesagt, wie vorher auf eure Fronthaare. Also die Haare, die davor sind. Es könnte nämlich sein, dass die Haare euch in den Knopf hineinkommen, so wie bei mir vorher. Und das ist verdammt unangenehm, wenn das drin ist. Weil das tut verdammt weh, wenn ihr nachher zubindet. Ja. Ihr könnt das Bandana hinten packen und ein bisschen rausziehen. So wie ich das jetzt mache. Und einfach schauen, dass es über die Ohren ist. So, einfach schauen, dass es über die Ohren ist. Dann. Und dann habt ihr so etwas. Was ist das? Dann habt ihr praktisch so etwas, dann habt ihr das Bandana ein bisschen über eure Ohren, dann habt ihr die Haare noch drüber und dann habt ihr eure Haare hier komplett aus dem Gesicht. Und ja, und so haltet ihr eure Ohren warm. Oder legt einfach eine Kappe nach oder so ein Stirnband. Ich habe jetzt kein Stirnband, weil ich absolut kein Fan von Stirnbändern. Ich habe einfach Kappe und ja, Kappe lege ich einfach drüber an, etwa so, dass man meine Haare nicht sieht und meine Haare nicht ins Gesicht kommen. Und ja, das war es auch schon mit meiner Frisur. Das habe ich jetzt, glaube ich, 3-4 Frisuren gezeigt. Das sind die ich eigentlich am meisten mache, oder wenn ich einfach keine Lust habe, meine Haare im Gesicht zu haben. Und meistens, wenn ich zum Beispiel Sport oder so habe, oder auch Schule habe oder so, meine Haare sind meistens auch in einem, also alle meine Haare sind in einem Ponytail, also in einem Rostschwanz sind dann meine Haare und dann habe ich sie eigentlich nicht offen und dann habe ich sie nicht im Gesicht. Meistens habe ich auch Glück und meine Haare liegen gut und dann habe ich sie so. Und falls euch viele fragen, ja, ich kenne Box-Braids, aber ich habe sie schon lange nicht mehr gemacht und ich glaube, ihr kennt die Videos, ihr könnt auf YouTube nachschauen, gebt einfach Boxer-Braids von Kim Kardashian und dann seht ihr eigentlich, wie die Boxer-Braids gemacht werden, weil, ganz ehrlich, ich habe sie schon mega lange nicht gemacht, also ich habe sie, aber ich habe sie schon mega lange nicht gemacht und ja, das braucht es jetzt nicht, also ich finde jetzt einfach nicht so extrem, au! Meine Haare sind meistens so, oder meistens zum Beispiel mache ich auch, wenn sie jetzt in der Mitte sind, wenn ich zum Beispiel die Vordersträhne, hängen sie mir so ins Ohr rein. So, schaue ich, dass die Strähnen da vor dem Ohr vorne sind. Dann schaue ich, dass die Strähne, dass die Hauptsträhne gut in meinem Ohr geklemmt ist. Und dann tue ich noch Haar führen. Und dann sieht man eigentlich nicht, dass ich meine Haare offen habe, aber die Strähnen hinter dem Hintern. So habe ich sie auch gerne tragen, oder ich trage sie manchmal auch ganz offen. Wenn sie gut liegen, dann trage ich sie auch ganz offen. Das ist wirklich super. Und wenn sie mir nicht passen, dann meistens Ariana Grande oder Dot. Oder wenn ich zum Beispiel im Sommer, wenn ich gar keinen Bock habe auf meine Haare, dann einen Pferdeschwanz oder einen Dot. Hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao, ade. You're making